Tüstele. Dies ist Tibet diese Woche, eine wöchentliche Nachrichtensendung über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama drückt sein Beileid zum Tod von Robert Thurman aus, einem bedeutenden Gelehrten des tibetischen Buddhismus und lebenslangen Verfechter Tibets. Termine von Sejong Bemba Tsering in Deutschland und Washington D.C. Das Sommerprogramm zur kulturellen Vertiefung für tibetische Studierende endet am Sara College. Sekretäre der tibetischen Zentralverwaltung übernehmen neue Ressorts. Feierlichkeiten zum Jahr des Mitgefühls. Seine Heiligkeit der Dalai Lama erklärte, der verstorbene Robert Thurman habe ein bedeutungsvolles Leben geführt und ein Vermächtnis hinterlassen, das künftige Studierende des tibetischen Buddhismus und der tibetischen Kultur noch über Generationen hinweg inspirieren werde. In einem Kondolenzbrief an die Ehefrau des verstorbenen Robert Thurman, Frau Nina Thurman, und seine Familie drückte seine Heiligkeit sein tief empfundenes Beileid und seine Gebete aus. Er erinnerte sie an ihre herzliche Freundschaft und sagte, als buddhistischer Gelehrter war sein Wissen wahrhaft bemerkenswert, einschließlich seiner Beherrschung der tibetischen Sprache. Er widmete sein gesamtes Berufsleben der Weitergabe dieses Wissens nicht nur an seine Schüler, sondern durch seine Schriften und Lehren auch an die breite Öffentlichkeit. Abschließend sagte er, dass die Verdienste, die er durch ein Leben im Dienste der Menschheit angesammelt habe, im künftigen Leben Früchte tragen würden. Sejong Bemba Tsering sprach auch Frau Nina Thurman sein tief empfundenes Beileid zum Tod von Professor Robert Thurman aus. In seiner Botschaft drückte Sejong tiefe Trauer über den Verlust eines der führenden Verfechter des tibetischen Buddhismus im Westen und eines lebenslangen Freundes seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama aus. Er hob Professor Thurmans bahnbrechende Beiträge zur tibetisch-buddhistischen Forschung, seine unerschütterliche Unterstützung für die tibetische Sache sowie sein bleibendes Vermächtnis an Gelehrsamkeit, Mitgefühl und Dienst hervor. Im Namen der tibetischen Exilregierung und des tibetischen Volkes übermittelte Sejong der trauernden Familie Gebete und sein Mitgefühl und betonte, dass Professor Thurmans Vermächtnis auch künftige Generationen weiterhin inspirieren werde. Auch die Sprecherin des tibetischen Exilparlaments, Döma Tseling Dekang, sprach ihr tiefstes Beileid zum Tod von Professor Thurman aus. Sie sagte, während wir um ihn trauern, feiern wir zugleich ein bemerkenswertes Leben, das dem Lernen, dem Dienst und der Bewahrung des spirituellen Erbes der Menschheit gewidmet war. Sein Vermächtnis wird weiterhin Gelehrte, Praktizierende und alle jene inspirieren, die sich für eine mitfühlendere Welt einsetzen. Auch der indische Premierminister Narendra Modi sprach der Familie sein Beileid aus und bezeichnete ihn als lebenslangen Freund Indiens. Der Vorsitzende des ICT, Richard Gere, sagte, Bob war ein standhafter Freund und unermüdlicher Fürsprecher des tibetischen Volkes und seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Als Mitgründer des Tibet House New York konnten wir gemeinsam viel dazu beitragen, das Bewusstsein für die Tiefe der tibetischen Kultur und die Wahrheit über die chinesische Invasion und Besetzung, die bis heute andauert, zu schärfen. Robert Thurman, renommierter Buddhismuswissenschaftler, Aktivist, Lehrer, Autor und Mitgründer des Tibet House US, verstarb am Dienstag, dem 16. Juni 2026 in Woodstock, New York. Er wurde 84 Jahre alt. Als lebenslanger Freund seiner Heiligkeit des Dalai Lama und als erster Westler, der von seiner Heiligkeit zum tibetisch-buddhistischen Mönch ordiniert wurde, widmete Thurman sein Leben der Bewahrung der tibetischen Kultur und der Förderung des Buddhismus in Amerika. In der vergangenen Woche traf sich Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Exilregierung mit zahlreichen langjährigen Freunden und Unterstützern Tibets in Deutschland. Am 12. Juni nahm er im Rahmen des Internationalen Uiguren-Forums in Berlin an der hochrangigen Podiumdiskussion mit dem Titel Testing Global Red Lines East Turkestan, Tibet and Taiwan teil. Sejong ging auf die wachsende internationale Besorgnis hinsichtlich der Nachfolge seiner Heiligkeit des Dalai Lama sowie auf die Versuche der chinesischen Regierung ein, Einfluss auf die jahrhundertealte tibetisch-buddhistische Tradition der Reinkarnation zu nehmen. Sejong Bemba Tsering rief zu gemeinsamem Handeln gegen Autoritarismus auf, mit besserer Koordination, strategischer Planung und kollektivem Handeln zur Verteidigung der Menschenrechte, der Religionsfreiheit und der demokratischen Werte. Am 13. Juni nahm er an der 37. Jahreshauptversammlung der Tibet-Initiative Deutschland in Berlin teil.
Der langjährige Unterstützer Wolfgang Graser, Hansum Everding, Sibylle Dethel, Miriam Walter, Moana Moniken, Tinle Chüki, Vertreterin seiner Heiligkeit des Dalai Lama für Mittel- und Osteuropa, Phuntsho Dobgye, UN-Lobbybeauftragter, Thundup Dongpa, Präsident der tibetischen Gemeinschaft in Deutschland, sowie Mitglieder der Tibet-Initiative Deutschland versammelten sich, um diesen Meilenstein zu feiern. Bei der Veranstaltung erinnerte der Sejong daran, dass eine der vorrangigen Aufgaben tibetischer Institutionen darin bestehe, die Lasten der tibetischen Freiheitsbewegung zu schultern und zu vermeiden, seine Heiligkeit dem Dalai Lama, der sich trotz seines im nächsten Monat bevorstehenden 91. Geburtstags weiterhin dem Dienst an der Menschheit widmet, mit trivialen Anliegen zu belasten. Er ermutigte die Tibeter, insbesondere die jüngeren Generationen, ihre Geschichte, Sprache und ihr kulturelles Erbe zu studieren und zu bewahren und betonte, dass die Zukunft Tibets nicht nur von politischer Interessenvertretung abhänge, sondern auch von der Weitergabe der Identität und der historischen Wahrheit an künftige Generationen. Die in Deutschland ansässige Tibet-Initiative Deutschland wurde 1989 gegründet, um sich für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes und den Schutz der Menschenrechte in Tibet einzusetzen. Als gemeinnütziger Verein zählt die TID rund 2000 Mitglieder und verfügt über 50 regionale ehrenamtliche Ortsgruppen in ganz Deutschland. Im Anschluss an das Berliner Programm reiste der Sejong in Begleitung des Vertreters Tinle Chüki und von Phuntsho Dobgye nach Frankfurt, wo sie von Mitgliedern der tibetischen Gemeinschaft herzlich empfangen wurden. Am 15. Juni hielt der Sejong in Frankfurt ein strategisches Mittagstreffen mit langjährigen Freunden und Unterstützern Tibets ab, darunter Roland Koch, Dieter Beine und Frank Auth. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Gesundheit und die zukünftige Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama, die sich wandelnde geopolitische Lage sowie Strategien zur Förderung der tibetischen Sache auf der internationalen Bühne. Außerdem erörterten sie die jüngsten Entwicklungen bei der internationalen Unterstützung für Tibet, darunter die Ernennung eines Sonderkoordinators der Vereinigten Staaten für tibetische Angelegenheiten. Sejong äußerte die Hoffnung auf eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen gleichgesinnten Ländern, um Gesetzesinitiativen und internationale Resolutionen zu Tibet zu stärken. Der Deutschlandbesuch war Sejongs erste offizielle Auslandsreise außerhalb Indiens während seiner zweiten Amtszeit. Derzeit hält sich Sejong in den Vereinigten Staaten auf, um seine offiziellen Aktivitäten fortzusetzen. Sejong begann seine Termine in Washington D.C. mit einem Treffen im Büro von Tibet mit leitenden Mitarbeitern aus dem Büro des Kongressabgeordneten James P. McGovern, der kürzlich im US-Kongress den neuen Gesetzentwurf zu Tibet mit dem Titel Assuring the Future of Tibet Act eingebracht hatte. Sejong wurde außerdem von dem Abgeordneten Namgye Chudup und dem Team der International Campaign for Tibet informiert. Im Mittelpunkt der Gespräche standen gemeinsame Prioritäten, laufende Lobbyarbeit und Strategien zur Förderung tibetischer Belange auf politischer Ebene. Auf dem Capitol Hill traf sich der Sejong mit Jamie McCormick, einem Fachreferenten von Mario Diaz-Balart, im Unterausschuss für Staatsangelegenheiten, Auslandsoperationen und damit verbundene Programme des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses. Bei dem Treffen wurden Fragen der Mittelzuweisung für Tibet, zentrale Anliegen und Finanzierungsprioritäten erörtert. Der Sejong wurde außerdem im Büro von Tibet von der Leitung von Radio Free Asia und dem tibetischen Dienst von Voice of America informiert. Im Mittelpunkt standen ihre Rundfunkaktivitäten, die Ansprache des tibetischen Publikums sowie die Bedeutung der Gewährleistung eines freien Informationsflusses nach Tibet und in die gesamte Region. Anlässlich seines ersten Besuchs in seiner Funktion als Minister nahm Galön-Tsegye Chüya Danye vom Ministerium für Religion und Kultur am 16. Juni 2026 an der Abschlussfeier des 5. Sommer-Kulturprogramms am College for Higher Tibetan Studies in Sara teil. Als Ehrengast der Veranstaltung betonte er, dass die jüngere Generation fleißig lernen und sich die notwendigen Fähigkeiten aneignen müsse, um das Erbe seiner Heiligkeit des Dalai Lama und die engagierten Bemühungen früherer Generationen von Tibetern weiterzuführen. Er hob zudem hervor, wie wichtig es sei, die Werte, das Verhalten und den moralischen Charakter des tibetischen Volkes zu bewahren, die in Gemeinschaften auf der ganzen Welt breiten Respekt und Bewunderung gefunden haben. Das Hauptziel des Sommerkultur-Immersionsprogramms besteht darin, tibetischen Schülern, die an Privatschulen in Indien und Nepal lernen, zu einem tieferen Verständnis der tibetischen Kultur, Identität, Gesellschaft und der tibetischen Sache zu verhelfen und gleichzeitig ihre Verbindung zur breiteren tibetischen Gemeinschaft zu stärken. In diesem Jahr haben 16 Schüler das Programm erfolgreich abgeschlossen.
In dieser Woche übernahmen viele der Sekretäre der tibetischen Zentralverwaltung ihre Ämter in den ihnen zugewiesenen Abteilungen unter dem 17. Gasha. Sekretärin Ganma Chüing trat am Dienstag ihr Amt als neue Sekretärin der Bildungsabteilung der tibetischen Zentralverwaltung an. Der scheidende Sekretär Chime Namgyel Kang übernahm am Mittwoch sein Amt als Sekretär der Abteilung für Religion und Kultur. Sekretär Dingsi Lekshe übernahm das Amt des neuen Direktors am Tibet Policy Institute. Heute Vormittag übernahm Sekretär Tundu Doji die Leitung des Sicherheitsdepartements und der politische Sekretär Dashi Gyamtso trat sein Amt als Kabinetts- und politischer Sekretär an. Im Rahmen der ganzjährigen Feierlichkeiten zum Jahr des Mitgefühls anlässlich des 90. Geburtstags seiner Heiligkeit des Dalai Lama organisierte das Habadpur Godön-Komitee erfolgreich eine groß angelegte Aktion zur kostenlosen Verteilung von Essen und Erfrischungen an der Bushaltestelle in Habadpur und bewies den Pilgern, die die heilige Chardham Yatra unternahmen, herzliche Gastfreundschaft. In Dharamsala organisierte die Nyingtobling-Einrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen ebenfalls eine kostenlose Verteilung von Grundbedarfsgütern an bedürftige Anwohner rund um das Nobulinga Institut. Im Nordosten Indiens organisierte die Bewohner der tibetischen Siedlung Dinsekang und die Mitglieder des örtlichen Godön-Organisationskomitees eine Aktion mit Mittagessen und Erfrischungen für Arbeiter der Border Roads Organization, Touristen und Pendler, die zwischen Guwahati und Tawang unterwegs waren. Ebenso organisierte die lokale tibetische Siedlung Odisha Phuntsukling in Zentralindien ein Programm zur Verteilung von Lebensmitteln, um 6 benachbarte indische Dörfer und insgesamt 130 bedürftige Haushalte entlang der Strecke zu unterstützen. Das Dalhousie Godön-Komitee organisierte am Weltumwelttag am 5. Juni 2026 eine Aufräumaktion, die sich vom Gandhi Chowk bis zum Sadar Bazar erstreckte, wobei besondere Augenmerk auf die Reinigung und Pflege der entlang der Strecke gelegenen buddhistischen Skulpturen gelegt wurde. Außerdem führten sie eine Freilassungsaktion durch, bei der 650 Fische in den Chameri-Stausee und 125 Tauben in den Wald entlassen wurden. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.